Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum neuesten Video. Das war vorhin das dritte, allerdings nicht das dritte hier im Ton sozusagen, also ich bin allein. Und wir fahren das dritte aus. Und mein Schwerpunkt ist es wieder, jedes Mal schauen, dass du richtig fährst für die Prüfung. Oder? Das ist mein Ziel. Und das ist ein ganz komisches Gefühl, meinen Bruder da auf dem TÜV zu sehen. Genau, und jetzt fahren wir ein bisschen über Buchberg. So ein bisschen spontan, ich lasse mich da führen sozusagen. Und genau, so viel zu dem. Schön chilliger Sonntag, schönes Wetter, Anfangs März haben wir. Also, ja. Und jetzt gerade Anfangs Mitte schon bald. Und ja, mein heutiges Thema ist ein bisschen, das siehst du gerade bei den zwei, die da stehen. Und zwar ist das Thema Sicherheit. Du kannst nur so ein guter TÜV-Fahrer sein. Du kannst 40 Jahre, 45 Jahre unfallfrei fahren, aber wenn irgendjemand anders, nicht du selber, irgendjemand anders Scheiße baut, das meine ich jetzt wortwörtlich, dann kannst du dich auf die Schnauze legen und du hast absolut du hast nichts dafür, du hast nichts gemacht, weil dann einer dir die Vorfahrt nimmt oder ein Hund, die lässt den Hund springen und der rennt über die Straße. Oder es wird extrem schnell vor dir bremst. Obwohl du musst natürlich, was ich muss sagen bei dem Thema, viel hat da wirklich mit Vorsicht zu. Du kannst fahren wie ein Henker die ganze Zeit auf Beschleunigung aus sein und kaum dürfen wir wieder Gas geben, ist wieder Gas. Oder du kannst wirklich so ein, wie sagt man dem, offensiv. Also du bist eher am Fahren, du schaust auf dich selber mit der Geschwindigkeit. Und schaust, dass es dir vor allem gut geht, dass du dich selber schützt und nicht Gas gibst wie ein Weltmeister, oder? Genau, so viel zu dem. Ich hätte jetzt auch können, wie mein Bruder, den Velofahrer überholen wie Wahnsinnigen, aber das ist auch genau das, was ich meine. Auf dich schauen, egal ob das andere Leute denken, bist du für ein Amateur. Aber auf dich schauen, weil es bringt dir nichts, dass du jetzt eine Sekunde schneller bist, aber dann fährst du in den Gegenverkehr rein und dann schnallst du dich rein. Weißt du, was ich meine? Also das ist ein bisschen das, was ich finde, du schaust ein bisschen. Genau. So viel zu dem. Und sonst, was gibt es noch zum Sagen? Gestern bin ich in den TÜV gefahren. Ich habe zuerst gedacht, du chillst, du musst Badzimmer putzen, du musst dein Zimmer machen. Du bist die ganze Woche am Arbeiten wie ein Behinderter. Für nichts und nochmal nichts. Chillst, jetzt gehen wir TÜV fahren. Und dann habe ich so gedacht, hä? Aber das ist doch dein Lebensding, TÜV fahren. Also, blöd gesagt, du machst das so gern und das ist so schönes Wetter. Warum sollst du jetzt einfach auf der faulen Haut liegen? Weißt du, was ich meine? Und dann, genau. Was ich sonst noch schon wirklich ein random Vlog, was ich denke, da kennen die Situation, ich sage das einmal, weil ich weiß nicht, ob das letzte Video oder in dem Video, das ich erzählt habe, das gesehen habt, kennen die Situation, sind am TÜV fahren, Auto fahren, was auch immer, oder, ja, also vor allem, wenn man selber umfahren ist das ein bisschen so eine Sache. Wir sind am Fahren und 200, 300, 400 Meter auf einmal denke ich, krass, wie habe ich die letzten paar Meter überhaupt überlebt? Weißt du, wie ich das meine? Also ich denke so, hä? Wie habe ich das? Weil du bist mit den Gedanken irgendwo gewesen. Weißt du? Du weißt nicht, vielleicht irgendwie
dass man, dass man so fährt und dann bist du mit den Gedanken irgendwo, denkst du, wie will ich mein Zimmer einrichten, wie will ich meinen Geburtstag verbringen, wie will ich mein Auto, wenn ich mein Auto mal putzen, wie geht es meiner Freundin, und. Und dann, schon ein bisschen, ja, genau, so viel zu dem. Ja, ich kann mal sagen, bevor das Video in die Länge gezogen wird, ist ein kürzeres Video, mache ich da einen Cut und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, euer Obscuro 94. Ciao miteinander.